And the pastor said, I really didn't trust her. I didn't know what to think about. So I said, no, if you have a physical problem, you should go to see a doctor. Und der Pastor sagte, ich habe ihr nicht vertraut, ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Also habe ich ihr geantwortet, Sie sollten eigentlich mit diesem Problem zum Arzt gehen. But the lady says, no, I'm just coming from a doctor. Aber die Frau sagte, nein, da komme ich ja gerade her. And the doctor told me you have to see a pastor and he sent me to you. Und der Arzt hat zu mir gesagt, Sie müssen einen Pastor aufsuchen und deswegen hat er mich hierher geschickt. So the pastor was wondering what to do. Also fragte sich der Pastor, wie er damit jetzt umgehen soll. And he said, what's your problem? Und fragte, was ist denn genau das Problem? Then she rolled up her sleeves Hat sie ihren Ärmel hochgerollt, and she said, just look at my arm. sagte, schauen Sie sich einfach mal meinen Arm an. There's a sign of a cross and I don't know how it comes and what does it mean. Dort ist ein Zeichen des Kreuzes. Ich weiß nicht, wie es dahin kommt und ich weiß nicht, was es bedeutet. And the pastor looked at her and said, well, I cannot give you the reason why this cross is appearing on your arm. Und der Pastor schaute sich das an und sagte, ich weiß wirklich nicht den Grund dafür, dass dieses Kreuz auf Ihrem Arm auftaucht. But I do know the meaning of the cross. Aber ich kenne sehr wohl die Bedeutung dieses Kreuzes. She's a believer in that church today. Heute ist sie eine Gläubige in dieser Gemeinde. Many special things are happening in Iran today. Viele besondere Dinge geschehen heute im Iran. But also friendship evangelism is extremely effective. Aber auch dieser ganze Bereich der Freundschaftsevangelisation trägt große Früchte. I know a brother we have been helping with Bibles for many years. Ich kenne einen Bruder, dem wir seit vielen Jahren mit Bibeln aushelfen. And each time we meet, he has some very special testimonies. Und jedes Mal, wenn wir ihn wieder treffen, hat er neue, besondere Zeugnisse. And I'd like to share one with you as well. Und eines von diesen möchte ich euch weitergeben. A few winters ago, he was traveling in the countryside of Iran, in the mountain areas. Vor einigen Jahren reiste er im Winter während dieser Jahreszeit in den Bergregionen des Iran umher. And he wasn't really sure if he could cross the mountains because of the snow and the ice. Und er wusste nicht, ob er es wegen der Wetterbedingungen mit Schnee und Eis schaffen würde, über den Pass zu kommen. At the foot of the mountain there was a little village. So he and his friend, they stopped their car in the village and they asked for advice. Am Fuß des Berges hielten sie an in einem kleinen Dorf. Er war mit seinem Freund und dem Auto unterwegs und dort wollten sie Rat einholen, ob es möglich sei, diesen Berg zu überqueren. The villagers told them, no, it's way too dangerous to cross the mountain at night. There will be too much snow, too much ice, especially if you wait until late in the morning, the sun is burning and the ice will disappear and then it is safe to continue your trip. Es war am Abend und die Dorfbewohner sagten ihnen, es ist viel zu gefährlich und eigentlich unmöglich, jetzt um diese Tageszeit und angesichts dieser Schnee- und Eissituation über den Berg zu kommen. Warten Sie bis zum nächsten Morgen, wenn die Sonne rausgekommen ist und anfängt, den Schnee und das Eis zu schmelzen, dann wird es vielleicht möglich sein. Okay, our friend said, then is there a kind of a hotel or a motel or a simple place where we can stay overnight here? Also fragte mein Freund, ja, ist es dann möglich, hier in einem Hotel, in einem Gästehaus unterzukommen, damit wir bis zum Morgen dort die Zeit verbringen können? But the people of the village said, no, this is just a small village. We don't have such a facility over here. Aber die Dorfbewohner sagten, in unserem Dorf gibt es sowas nicht, es ist nur ein ganz kleines Dorf. So what to do? Was sollte er also tun? The chief of the village was called in. Der Bürgermeister des Ortes wurde herbeigerufen. He looked at the two travelers, the two strangers, and he said, what kind of people are you? Er schaute sich diese beiden Fremden an und fragte sie, was seid ihr für Leute? And our friend answered, we are evangelists. Und unser Freund sagte, wir sind Evangelisten. Silence. Ruhe. What's that word, evangelist? We never have heard such a word, evangelist. Was ist das für ein Wort, Evangelist? Sowas haben wir hier noch nie gehört. Well, we tell people about Isa, about Jesus Christ. Nun, es bedeutet, dass wir Menschen von Isa, von Jesus Christus erzählen. Really? Well, when that's true, you better sit down and you share about Isa with us here in the village, and then we'll take a decision if you can stay here. Ja, okay, wenn das die Wahrheit ist, dann setzt euch jetzt mal hin und erzählt etwas von Jesus und dann werden wir entscheiden, ob ihr hier im Dorf bleiben dürft. They shared about Christ until midnight. Bis Mitternacht haben sie von Jesus erzählt. By that time, our friend really got tired. Zu diesem Zeitpunkt war unser Freund dann wirklich müde. And he said, I'm sorry, but I would really like to go to sleep now. Und er sagt, es tut mir leid, aber ich würde jetzt wirklich gerne schlafen. Then the villagers started to have a fight. Who would have an honor to take care of the evangelist? Dann fingen die Dorfbewohner an, miteinander zu streiten, wer diese Ehre haben dürfte, diese Leute bei sich zu beherbergen. In the end, they stayed in two different homes, and the next morning they left again. Am Ende haben sie sich aufgeteilt, um in 2 verschiedenen Häusern schlafen zu können, und am nächsten Morgen sind sie weitergereist. But they were not allowed to leave just like that. Some people of the village jumped in the car and said, tell more about Jesus, and then we'll walk back 1 day's length to our village. Aber sie konnten nicht einfach so weiterfahren, sondern einige Dorfbewohner sind mit ins Auto gestiegen, haben gesagt, wir wollen noch mehr von Jesus hören, wir fahren mit, bis ihr oben seid, und dann werden wir diesen Tagesmarsch auf uns nehmen, um wieder zu Fuß zurückzukehren.
Another testimony of a brother we call Scandinavian Ali. Ein weiteres Zeugnis von einem Bruder, den wir den skandinavischen Ali nennen. Ali fled to Scandinavia a few years ago. Ali ist vor einigen Jahren nach Skandinavien geflohen. And frankly, even though he had a nice story for the customs in Scandinavia, his real goal was to make money over there. Und ganz ehrlich gesagt, obwohl er natürlich eine sehr schöne Geschichte hatte, die er dort den Behörden erzählt hat, sein eigentliches Ziel sein eigentlicher Grund für die Flucht war, dass er gerne viel Geld verdienen wollte. But after a year in Scandinavia, he felt lonely. Aber nachdem er eine Weile dort zugebracht hatte in Skandinavien, fühlte er sich einsam. He got depressed, and in despair, one day he walked into a church. Er wurde ganz depressiv und in seiner Verzweiflung ging er eines Tages in eine Kirche. He prayed to Jesus, and Jesus appeared to him. Er betete zu Jesus und Jesus erschien ihm. He became a follower of Christ here in Europe. Er wurde hier in Europa zu einem Nachfolger Christi. And he was very much excited about his new faith. Und er war völlig begeistert von seinem neuen Glauben. In summer, he went back to his relatives in Iran. Jemand ist zurückgegangen zu seinen Verwandten im Iran. He shared his faith over there, and 14 of his relatives came to Christ as well. Es war er selbst. Er hat seinen Verwandten von Jesus mitgeteilt und 14 von ihnen haben auch angefangen, Jesus nachzufolgen. The next year in summer, he went again. Und im nächsten Sommer ist er wieder hingefahren. The relatives had continued to share, 39 believers. Die Verwandten von ihm hatten das nicht für sich behalten, sondern weiter anderen mitgeteilt. Inzwischen waren es also 39 Gläubige. And when he went the last year, the number had risen to 112. Und als er im letzten Jahr wieder hingefahren ist, waren es schon 112 Gläubige. That brings me to the last reason how people are coming to Christ in Iran, and that's because of the influence of multimedia. Das bringt mich zu dem letzten Grund dafür, dass Christen im Iran zum Glauben kommen. Und das hat zu tun mit dem Einfluss der Medien. For time's sake, I will only share one testimony with you about this. Aus Zeitgründen möchte ich euch aus diesem Bereich nur ein Zeugnis, einen Bericht weitergeben. But it is a testimony we love in our office. Aber es ist ein Zeugnis, was wir lieben in unserem Büro. Some time ago, a criminal was trying to burgle an apartment in Tehran. Vor einiger Zeit versuchte ein Einbrecher in eine Wohnung in Teheran einzudringen. But he was unlucky because the owner of the apartment was still inside. Aber er hatte Pech, weil der Eigentümer dieser Wohnung noch drinnen war. Now this was a professional criminal, so he took a knife and he threatened the owner of the apartment. Er war professioneller Krimineller, deswegen hat er ein Messer genommen und diesen Bewohner der Wohnung bekämpft. He told the apartment owner, "Give me something of value and then I will not kill you." Oder hat ihn bedroht und hat dem Eigentümer gesagt, gib mir etwas, was Wert hat und dann werde ich dich verschonen. And he was given a satellite dish. Dann wurde ihm eine Satellitenschüssel gegeben. He took the satellite dish to his home and he started to connect it. Er brachte also diese Satellitenschüssel zu sich nach Hause und fing an, sie anzuschließen. And then he started to look for a channel with broadcastings in Farsi, in the language they speak in Iran. Dann machte er sich auf die Suche nach irgendwelchen Fernsehkanälen, die Programme in Farsi ausstrahlen. And after some time, he did find a Farsi channel. Und nach einiger Zeit hat er tatsächlich so ein Farsi-Programm gefunden. It happened to be a Christian channel. Es war zufällig ein christliches Programm. And a pastor was delivering a strong message. Und ein Pastor war gerade dabei, eine starke Botschaft zu predigen. You have to convert from your bad actions and bad deeds, otherwise you end up in hell. Du musst von deinen schlechten Taten umkehren, andernfalls wirst du in der Hölle landen. And this criminal was thinking, oh no, that's a message for me. Und der Kriminelle dachte, oh nein, das ist eine Botschaft für mich. He gave his heart to Christ. Er gab sein Leben Jesus. He even started to evangelize among his friends other criminals. Er fing sogar an, seinen ganzen Freunden, natürlich auch alles Kriminelle, das Evangelium weiterzugeben. We now have a small cell group of ex-criminals in Tehran, but many believers are too afraid to deal with them because they still look like criminals. Wir haben jetzt in Teheran eine kleine Hauszelle von ehemaligen Kriminellen, aber viele andere Gläubige haben immer noch Angst, mit ihnen in Kontakt zu treten, weil sie immer noch so aussehen wie Verbrecher. You can imagine that the present Iranian government is not happy at all with this revival. Ihr könnt euch vorstellen, dass die gegenwärtige Regierung des Landes überhaupt nicht glücklich ist über solche Entwicklungen. The current regime of Ahmadinejad is determined to destroy the body of Christ in this country. Die gegenwärtige Regierung unter Ahmadinejad ist wild entschlossen, den Leib Christi in ihrem Land auszulöschen. And they are using different tactics, different methods to attack the church. Und sie verwenden verschiedene Methoden, verschiedene Techniken, um die Gemeinde anzugreifen. There are four main methods they are using, Es gibt 4 Hauptmethoden, derer sie sich bedienen. which I would like to share with you right now. Und die möchte ich euch mitteilen. The first one is they are engaged in a crackdown